Oleg, ich han die Freck oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall geht's mir nicht so gut. Jo, eigentlich han ich auf nix Bock. Bin so richtig mied, will am liebsten nur im Bett leihen, aber jo, wenn du den ganzen Tag im Bett leihst, welche Aare bist du? Ja, ich zeig's euch, Oleg, ey. Ich zeig euch, ja genau, so Gehirn nimmt auch schon Schäden von der Freck. Nee, ich han da, Sina mal, warte, ich zeig's euch mal. Sina hat das so. Aber am Schluss wollte ich das laufen lassen. Jo, anderes Thema. Jo, ich hab mal gedacht, da. Okay, warte, ich muss hier Geschnitt machen, weil sonst kriege ich das doch alles nicht in der Reihe. Ja, heute geht Bergner. Da hat der. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Vielleicht halte ich auch einfach mein Maul und dann gar nichts mehr. Jetzt ist die ganze Seite hingeweicht, Schatz. Oleg! Muss aufpassen, dass ich mal weiter ins Knick breche. Dann hast du nichts mehr an deinem Dende. Ah! Der Dockkerl. Was ist das? Sieh mal da? Super. Also mal was geschafft, ne? Und das auf Feiertag. Ja, das war schon eigentlich mehr, als ich machen wollte. Denn heute wollte ich nur Unboxing und sowas mache. Achso, jo, also wer jetzt denkt, was ist mit dem Kerl da? Warum spielt denn der mit 45 Jahren mit Lego? Ja, mir macht's halt Spaß und deswegen mache ich das. Wer dort keinen Bock drauf hat, der muss jetzt skippen oder guckt halt was anderes, ne? Mir macht's halt Spaß. Nee, wisst ihr noch, da, vor kurzem hatte ich mal auch Spaß beim Norma, da um die Ecke konnte ich mal so Lego-Ding kaufen. Da habe ich das hier aufgebaut, habe ja auch alles gesehen und jetzt seitdem bin ich doch so angefixt, ne? Ja, jetzt habe ich mal dort noch so zwei Dinger bestellt. Nee, so. So, fangen wir mal an. Machen wir das erste Päckchen auf. So, und das, seht ihr, oh, guck. Das riecht dann noch ganz frisch. Da sehen wir das. Microfighter Series 3. Das ist momentan die aktuellste Serie davon. So. Sicher, das ist von der Series 2. Damit er doch mal nur so ein bisschen Überblick hat, ne? Ist halt wie mit der Ü-Eier-Figur damals. Die habe ich ja auch gesammelt. Ja, auf jeden Fall heute baue ich das hier auf. Dann machen wir das jetzt mal. Und das andere machen wir das nächste Mal irgendwann. Dann soll sich ja Spaß ein bisschen indehlen. So. Guck's euch nochmal an. Ich muss Briefmarke und so Dinge ausdrucken. Wartungsarbeiten an einem Dienstagmorgen. Jo, ist klar. Anstatt dass es das abends oder nachts irgendwann mache, wo die Leute nicht damit schaffen müssen. Nee, da wird es natürlich direkt am Feiertag morgens gemacht, wo die ganzen Leute mit schaffen müssen. Ja. Ja. Nee, da ich habe noch einen Huddel mit der Post. Wie immer. Ja. Kriegen's halt nicht geschissen, die Idioten. Nee. Ja, noch gefühlte dann 200 Jahre hat es mal geklappt mit der Post. Jetzt war ich schnell mal Zeit auf die Post springen. Und jetzt habe ich doch gesehen, Sina, da ist arg viel Wolke am Himmel und mir gefällt das doch so. Wenn ich da mache ich immer so Zeitraffer, so Timelapse-Aufnahme. Und deswegen habe ich mir jetzt mein Rad geschnappt und fahre jetzt mal in die Meerheimer Heide und mache dort mal noch ein paar coole Aufnahmen. Die, wo ich dann dort in dem Vlog verschneide tun. Jo. Oh, leck. Der Betrieb wie ein Frankfurter Flughafen. So, soweit dazu. Und ja, jetzt lasse ich die mal so ein paar Minuten durchlaufen.
Und dann sieht man ja bestimmt, oder hoffe ich zumindest mal, dass man da ein geiles Ergebnis sieht. Ich denke sich, wieso macht denn der das mit dem iPhone? Der hat doch bestimmt eine genialere Kamera. Das ist wirklich, das ist jetzt kein Scheiß. Die Zeitrafferfunktion vom iPhone, ich habe jetzt das iPhone SE, die sind echt super gut. Also ich finde die sogar besser als die von hier, von meiner Main Cam. Ich finde die echt besser. Was auch cool ist, der rendert die direkt schon im iPhone selbst. Ich habe quasi eine fertige Timelapse, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Jo. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Oh. Jo, ich habe mein Skateboard noch mitgenommen. Weil ich eigentlich noch wollte so ein bisschen was testen, ob ich überhaupt noch fahren kann. Aber mir tut's linke Knie, Alter, mir tut's linke Knie so weh seit dem Wettkampf. Da habe ich irgendwie was am Jammere, der Kerl, gell? Jetzt trinke ich mal so Energy trinke ich. Oh, ich meine die arisch gehe. Ich meine den so den Gummibärgeschmack, weißt du? Den meine ich arisch gehe. Der Kerl, was der nochmal erzählt, das interessiert die Leute ja nicht. Ist schon ein ganz schöner Labervlog, das da, glaube ich. Aber ich gucke mir da auch so viele andere Sachen an auf YouTube und da sind viele dabei, die stellen sich einfach da vor die Kamera und erzählen irgendeinen Schwachsinn drin. Ich meine, das ist ja jedem seins, aber mir gefällt das ja nicht. Ich mache da lieber so ein bisschen Action und so. Klar geht das nicht immer. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel mich da hinstellen und meine Meinung zum iPhone 7 rausbrettere. Ne? Mache ich so 5 Minuten, tue über iPhones flame oder nicht flame, tue sie hype, keine Ahnung, irgendwas. Dann lade ich das hoch und dann können sich die Leute angucken und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich einen Mehrwert hat. Deswegen tue ich lieber da so ein bisschen so Faxe machen, ne? die mir auch gut gefallen. Mir geht es ja nicht nur um die Follower und Abos und die Plays und so. Klar ist es schön, wenn man viel Plays und viele Abos hat und so, aber mir geht es ja letztendlich doch um den Spaß. Ne? Und deswegen stelle ich mich auch nicht da hin und tue die ganze Zeit da in die Linz irgendeine Scheiß drin labere. Ach, wenn schon viel aus meinem Maul rauskommt, das sich bescheuert anhört, aber schauen sie halt nicht mehr halt, ne? Dort dran liegt das dann. Ja, ich habe mir gerade die Aufnahme vom Handy angeguckt. Gar nicht jetzt, glaube ich, 20 Minuten habe ich die stehen getrockert. Die hatte jetzt runterkomprimiert auf 17 Sekunden und das sieht richtig krass aus. Wie krass das aussieht, das seht ihr. Hier. So, die Zweitlocation war auch super fett. Woran ich was gemacht habe, habe ich noch nie gemacht, Oleg. Und zwar habe ich quasi ein Timelapse von meiner Timelapse aufgenommen. Oleg, das müssen wir euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne, wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ich kann es natürlich doch nicht lassen. Leck. Tut alles weh, aber es macht Spaß. Es macht nochmal Spaß. Die Kante hat er gesehen. So rein. Ich bin ja eigentlich immer so ein ehrgeiziger Mensch, und wenn ich was in den Kopf gesetzt habe, ja, ich werde halt gerne da hinten ist das Rail. Da werde ich so ein ganz kleiner Bordzeit gerne machen. Aber ich habe Schiss wie Sau, dass ich mir das Steißbein breche. Ich bin halt nichts mehr trainiert, ne? Soll ich es mal probieren? Ich Schiss wie Sau. Da sind wir. Mache die für Krach dabei. Ich weiß nicht, ich probiere es mal, aber ich habe echt Angst, dass ich mich doch voll auf die Fresse lehe. Skater sieht, der denkt wahrscheinlich, was ist los mit dem Vollidiot da los? Da macht er so ein bisschen Scheiß und freut sich darüber. Richtig cool, richtig gutes Gefühl. Soll ich noch einer probieren? Ein bisschen schneller. Ja, weiter, Rummel. Geil. Yes. Ja, genug für heute. So, nass geschwitzt von den paar Aktionen da. Mal angefixt ohne Ende, aber die Knie tun weh. Bin ganz daran jammer. Ich denke mal, ab und zu mal so ein bisschen Skateboard fahren ist ganz cool. Das war's aber auch jetzt von mir. Ich denke mal,
Es war eigentlich ganz cool so, was wir heute gemacht haben. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Vlog nochmal. Schalten in. Schön, dass ihr dabei waren. Däumchen, Abo, kennt ihr ja, der ganze Schamas kennt ihr ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. HDGDL. Ne, HDGDL. HEGDL. Hab euch ganz doll lieb, ja. War das so irgendwie. Alle hopp, ciao.